Ja, hallo, mein Name ist Joss Devine und ich möchte euch mit meinem ersten Videotutorial Cubase 8 Pro vorstellen. In diesem Video geht es darum, Einsteigern das Arbeiten in der recht komplexen DAW-Umgebung Cubase zu erleichtern, damit ihr schnell ans musikalische Ziel kommt. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like gebt. Wir legen auch schon gleich los. Wir sehen jetzt hier die Benutzeroberfläche von Cubase 8 Pro und was gleich ins Auge sticht, ist dieses sogenannte Transportfeld. Das ist eigentlich im Prinzip wie ein Kassettenrekorder. Hier habt ihr verschiedene Sachen drauf. Einmal die Rekordfunktion, also die Aufnahmefunktion, die Play-Funktion, die Stopp-Funktion, Recycle, also eine Loop-Funktion, die Vorlauftaste, die Rücklauftaste und einzelne Markerpositionen. Wenn ihr zum Beispiel hier oben Marker setzt, da kommen wir irgendwann vielleicht mal später drauf, dann springt er zu diesem Marker hin, wenn ihr auf diese einzelnen Tasten raufklickt. Dann haben wir hier auf der rechten Seite einmal den Button mit dem Klick, der hört sich dann so an, den ihr hier ein- und ausschalten könnt. Hier habt ihr den sogenannten Pre-Count-Click. Pre-Count-Click, was ist das? Das ist ganz einfach. Und zwar ist das ein Vorzähler. Wenn ihr eine Aufnahme starten wollt und ich mache jetzt Aufnahme, dann zählt er vor und fängt dann an aufzunehmen. Hier auf der unteren Seite, gerade für die Anfänger, die noch nicht so viel mit Sequenzern gearbeitet haben und auch noch nicht so das Musikgespür und Gefühl haben, kann man unten, wenn man hier mit der linken Maustaste raufklickt, geht so ein Dialogfeld aus, wo man hier unten eine sogenannte Autoquantisierung einschalten kann. Was heißt Autoquantisierung? Das ist einfach ganz leicht zu erklären. Die Noten, die ihr beim Einspielen etwas daneben einspielt, neben den Takt, werden durch die Quantisierung auf den Takt draufgezogen. Das heißt, ihr spielt, als wenn das 100% genau sauber eingespielt ist. Das heißt Autoquantisierung. Jetzt geht's auch schon los mit dem Einspielen des ersten Instrumentes. Ich habe hier schon mal so ein paar eingestellt, aber ich zeige euch trotzdem, wie es jetzt geht. Ihr geht zuerst auf Projekt, Spur hinzufügen, Instrument. Dann geht so ein Dialogfeld aus, wo ihr hier ein Instrument auswählen könnt. Ich nehme jetzt mal den Nexus als Beispiel. Spur hinzufügen. So, und hier erscheint er jetzt. Und dann könnt ihr im Software-Synthesizer Nexus irgendeinen Sound auswählen, den er dann nachher auf der Tastatur abspielt. Ich mache mal ganz kurz irgendeinen. So. Da ist er. Sagen wir mal, wir fangen an, dass wir zuerst einen Bass einspielen wollen. Hier oben in diesem Track habt ihr die Möglichkeit, bei einem Doppelklick den Namen zu vergeben. Das könnt ihr jetzt umschreiben. So. Damit ihr im späteren Verlauf, wenn ihr eine ganze Menge Spuren habt, wisst, welches Instrument auf dem jeweiligen Kanal drauf ist. Jetzt spielen wir mal einen Bass ein. Mal kurz gucken hier, wie... Okay, nehmen wir das. Achso, hier unten seht ihr die BPM-Geschwindigkeit, also Beats per Minute heißt das. Bei Hausmusik zum Beispiel sind das so an die 120 BPM. Das ist hier schon eingestellt, das könnt ihr auch verändern, indem ihr einen Doppelklick drauf macht und eine andere Zahl eingebt. Ne? Im Prinzip wie hier oben auch bei den Namen. So, ich spule zurück. Ich aktiviere den Klick und den Pre-Count und spiele mal was ein. Jetzt habe ich was eingespielt. Das können wir uns auch anhören. Ich kann hier oben übrigens mit der linken Maustaste den sogenannten rechten Locator verschieben. Ich halte die linke Maustaste gedrückt und verschiebe den einfach. Und mal gucken, was von den Sachen jetzt am saubersten eingespielt ist. Weil ich sehe schon so ein kleiner Fehler zum Beispiel hier drin. Mal gucken. Ja. Dieses Stück von 3 bis 5 klingt super gut. So, jetzt wollen wir den anderen Kram links und rechts nicht mehr haben. Jetzt können wir auf die rechte Maustaste raufklicken, dann erscheint hier ein Scherensymbol. Ich halte die rechte Maustaste übrigens in der Zeit hier gerade gedrückt. Sonst wird das
Dialogfeld verschwinden. Dann klicken wir hier auf die Schere und können den Part dann da, wo wir ihn haben wollen, durchschneiden. Das heißt von da bis da. Und die beiden können wir löschen. Entweder klickt ihr die an, drückt auf die Entfernt-Taste der Tastatur, oder aber ihr klickt ihn an, rechte Maustaste, dann dieses Radiergummi-Löschsymbol und löscht ihn hier weg. So, ist das jetzt korrekt, was ich eingespielt habe? Mal kurz nochmal reinhören. Ja, ist es. Jetzt kopiere ich mir den Part, weil jetzt das alles nochmal einzuspielen wäre ja ganz schön langatmig. Aber Cubase hat ja solche Funktionen, wie auch mittlerweile jede DAW heutzutage. Ihr könnt jetzt zum Beispiel die Alt-Taste gedrückt halten, denn erscheint hier so ein Scherensymbol mit einem Viereck und kopiert euch mit gedrückter linker Maustaste einfach die Parts. Da, wo ihr sie haben wollt. Ihr könnt auch mehrere kopieren, indem ihr zum Beispiel so macht und die alle 3 kopieren. Ne? So, als Beispiel. So, jetzt haben wir einen Bass eingespielt und ein Bass allein bringt uns noch nicht viel weiter. Wir wollen dann mehrere Instrumente machen. Normalerweise sind natürlich jetzt nicht die einzelnen Tracks hier hinterlegt, wie ich sie gemacht habe, sondern ihr macht dann wieder Projekt, Spur hinzufügen, Instrument, wählt irgendwas aus und die Spur wird dann erscheinen. Gehen wir mal davon aus, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel nicht den Nexus eingeladen, sondern den sogenannten Groove Agent, wo ihr hier oben die Möglichkeit habt, eure Kits auszuwählen. Das sind verschiedene Kits, je nachdem, was für Musikbereich ihr aufnehmen wollt. Und hier könnt ihr jetzt mal hören, was zum Beispiel die einzelnen Sounds in diesem Kit sind. So. Bass ist eingespielt und jetzt nehmen wir dazu mal eine Bassdrum auf. Langt. So, jetzt seht ihr, der Part ist hier so ein bisschen länger. Er soll ja eigentlich da aufhören. Da habt ihr 2 Möglichkeiten, das zu machen. Und zwar könnt ihr hier mit der linken Maustaste einmal das rüberschieben. Geht sehr schnell. Oder aber ihr klickt auf die rechte Maustaste auf das Scherensymbol und schneidet den Part hier ab. Löscht den Part entweder damit oder aber mit Entfernen auf der Tastatur. So, jetzt haben wir den ersten Part der Bassdrum eingespielt. Mal gucken. Ja, das ist okay. Und ich kopiere ihn wieder. Alt-Taste, linke Maustaste gedrückt halten, rüberziehen. 2 machen, zack, und rüber. Und nochmal 2, egal jetzt. So. Jetzt haben wir die Bassdrum und wir haben den Bass eingespielt und spielen jetzt noch eine Hi-Hat dazu, die ab einem ganz bestimmten Punkt im Song vielleicht anfangen soll. Deswegen nehme ich hier den Pre-Count mal raus und lasse ihn einfach mal durchlaufen und spiele sie dann ein. Langt. Auch hier wieder auf die richtige Länge ziehen. Das schneiden wir mal ab. Brauchen wir nicht. So. Und wieder kopieren. Beide rüberziehen. Und gut. So, damit haben wir schon 3 Instrumente eingespielt für den Song. Und nehmen wir zum Beispiel für die nächste Spur eine Clap. Das ist meist typisch für dieses Musikgenre. Genre und einspielen. So, mal gucken, wie es klingt. Stand ab da.
Ja, ist vollkommen okay. Auch hier wieder glatt ziehen das Ding. Und kopieren. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Und so kann es jetzt immer weitergehen. Ich kann noch mal einen einspielen hier. Nehmen wir mal irgendwie so einen Sound. Den zum Beispiel. Das ist so eine Sequenz. Die kann man einspielen, indem man einfach nur die Taste gedrückt hält. Und dann spielt der Sequenzer diese Sequenz ab. Im richtigen Takt natürlich, ne? 1, 2, 3 und. So. Mal gucken, ob er das jetzt richtig gemacht hat. Ja. Wenn ihr zum Beispiel einen Fehler gemacht habt, könnt ihr später, wenn ihr so ein bisschen fitter seid, auch einen sogenannten Key Editor öffnen, wo ihr die einzelnen Noten, die hier angezeigt werden, verändern könnt. Wenn ihr auf den Part, wo ihr jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht habt, einen Doppelklick drauf macht, erscheint der sogenannte Editor dafür. Den kann man hier ein bisschen kleiner machen. So, jetzt seht ihr hier quasi das Eingespielte. Ich lasse es nochmal laufen. Das ist jetzt Clap, ne? Tada. Das Schöne bei dem Editor ist, ihr könnt hier die einzelnen Noten verschieben, je nachdem, wo ihr ihn haben wollt. Ihr könnt oben das Raster ausschalten und die auch so ein bisschen zeitversetzt einstellen. Ja, da seht ihr, der bleibt auf dem Punkt jetzt, wo ihr ihn hinschiebt. So könnt ihr so ein bisschen rhythmischer alles machen. Und hier unten habt ihr die einzelnen Lautstärken für die einzelnen MIDI-Noten. Da könnt ihr auch so ein bisschen Dynamik reinbringen. Aber das ist jetzt zu viel für den Anfang. Darauf können wir gern später nochmal eingehen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich möchte an dieser Stelle aufhören, weil das könnte sonst für den Anfang vielleicht so ein bisschen für Verwirrung sorgen bei den Anfängern. Deswegen macht das einfach mal, was ich jetzt gerade gemacht habe. Spielt ein paar Spuren ein, stellt erstmal so ein bisschen die Lautstärken ein. Hier könnt ihr übrigens auch links und rechts so ein bisschen einstellen im Stereo-Panorama pro Sound, also pro Kanal, den ihr jetzt quasi auswählt, damit ihr erstmal so ein Grundding habt. So, und wenn euch das dann gefallen hat, bin ich gern bereit, noch weitere Videos zu erstellen, basierend auf das, was ich jetzt gerade hier gemacht habe, wo wir dann zum Beispiel den Key-Editor noch ein bisschen mehr erklären oder aber auch den Mixer. Es gibt einen schönen Mixer hier in Cubase, den man auch super gut einstellen kann auf seine Bedürfnisse oder wie ihr zum Beispiel später Effekte auf die einzelnen Kanäle rauflegen könnt. Ein bisschen Hall, ein bisschen Delay, ein Kompressor und was das da sonst noch so alles gibt. Aber wie gesagt, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Insofern bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugesehen habt und würde mich über ein positives Feedback freuen und verbleibe so und sage ciao, bis bald, euer Just Devine. Bye.